möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein sehr spannendes, aktuelles Thema vor uns. Der Kampf um das Westjordanland. Was sagt die Bibel? Das Westjordanland wurde 1967 während des Sechstagekrieges durch die israelische Armee Jordanien entrissen. Seither kam dieses Gebiet nicht mehr aus den Schlagzeilen der internationalen Presse. Die ganze Welt beschäftigt sich mit den damit verbundenen Fragen des Völkerrechts und der Weltpolitik. Was sagt eigentlich die Bibel zu diesen Fragen? Das ist unsere Ausgangslage. Nun, es interessiert uns in diesem Zusammenhang, was die Bibel dazu zu sagen hat. Die Propheten der Bibel verkündigten im Auftrag Gottes bereits vor Jahrtausenden detailliert, worin Gottes Plan und Bestimmung für diesen Landstrich besteht. In einem ersten, sehr ausführlichen Teil geht es um die Vorgeschichte. Und im zweiten Teil geht es dann um Hesekiel 35 und 36. Was sagt das prophetische Wort ausdrücklich im Blick auf das Westjordanland? Nun, wir gehen sehr weit zurück zu den Wurzeln. Das ist übrigens meistens das Problem in den Medien. Sie gehen normalerweise nicht zu den Wurzeln zurück. Alles steht im luftleeren Raum, kann man sagen, ohne Basis. Und es wird einfach behauptet. Aber man muss die Wurzeln kennen. Alles, was heute geschieht, ist aufgebaut auf einer Geschichte. Das sind Schichten über Jahrtausende hinweg. Und so gehen wir zurück vor 3600 Jahren. Nach strenger biblischer Chronologie war das die Zeit des Exodus aus Ägypten. Wenn man die Zahlen der Bibel ernst nimmt, dann kommt man auf diese frühe Zeit des Exodus. Und dann stimmt auch alles mit der säkularen Chronologie schön überein in der Archäologie. Also, nach dem Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus kam schließlich das Volk Israel nach der langen Wüstenwanderung von 40 Jahren ins verheißene Land. Und seither ist das Land Kanaan das Land Israel. Und zwar inklusive das Gebiet des heutigen Westjordanlandes. Das ist das Heimatland der Juden seit 3600 Jahren. Vor 2000 Jahren, da war Israel unter römischer Fremdherrschaft und König Herodes, ein Edomiter, war von den Römern als König über das Volk der Juden eingesetzt. Aber dieses Israel von damals unter römischer Fremdherrschaft umfasste große Teile von Syrien und Jordanien, nebst dem Gebiet des heutigen Kern-Israel. Und auch das ganze Westjordanland gehörte dazu, ganz selbstverständlich. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus. Er wurde als Jude geboren in Bethlehem. Aber durch sein Kommen damals erfüllte er über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias ist der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker. Ich habe darüber ein Büchlein geschrieben, Der verheißene Erlöser. Und darin geht es um diesen Nachweis der Erfüllung der messianischen Prophezeiungen in Jesus von Nazareth. Aber etwas ganz Paradoxes. Die Propheten hatten den Messias angekündigt und das jüdische Volk wartete während Jahrhunderten, man möchte sagen, seit der ersten messianischen Verheißung, seit Jahrtausenden auf den kommenden Retter. Und als er schließlich da war, hat die Masse ihn abgelehnt. So wie das in Jesaja 53 beschrieben ist. Obwohl
die alten Rabbiner erklärt haben, Jesaja 53 spricht vom Messias. Zum Beispiel in der Rabbinerbibel. Die Rabbinerbibel, das ist eine Bibel in vielen Bänden. Da haben wir nicht nur den Bibeltext, sondern auch Kommentare und auch die alten aramäischen Übersetzungen. Mikraot, Gedolot nennt man diese Bibel. Und da schauen Sie mal nach, in Jesaja 53, die Übersetzung auf Aramäisch, da steht, siehe, mein Knecht, der Messias, wird einsichtig handeln. In Jesaja 52, Vers 13. Das steht in jeder Rabbinerbibel, das ist der Messias. Und er wurde vorausgesagt, dass die Masse des Volkes ihn ablehnen würde. Und so ist es gekommen. Und so wurde Jesus Christus schließlich durch die Römer auf dem Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennator von Jerusalem gekreuzigt. Nun, die Propheten hatten vorausgesagt, was die Konsequenzen sein würden, die nationalen Konsequenzen einer Ablehnung des Messias. Gerade in 5. Mose 18, da wird der Prophet, der Messias vorausgesagt und Gott sagt, wenn jemand nicht auf ihn hören wird, von dem werde ich es fordern. Das sagt die Torah. Sie warnt vor einer Ablehnung des Messias. Und so heißt es dann in 5. Mose 28, Vers 63, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und das hat sich so wörtlich erfüllt, ab dem Jahr 70 nach Christus, also wenige Jahre nach der Verwerfung des Messias. Da wurde das jüdische Volk in einem Jahrhunderte dauernden Prozess unter alle Völker der Welt zerstreut. Nun, wo ist das Ende der Erde? Es ist nicht so, dass es irgendwo einen Ort gibt auf der Erde, da fällt man dann runter, weil das Ende der Welt dort ist. Das ist viel einfacher. Israel, Jerusalem ist in Gottes Augen, in Gottes Geografie das Zentrum der Erde. Und zwar wirklich überwältigend. Das Land Israel liegt am Knotenpunkt der 3 Kontinente Europa, Asien und Afrika. Das ist eine einzigartige geografische Konstellation. Und das Ende der Erde, das bezeichnet das Festland, das am weitesten von Israel entfernt ist. Also die Juden in Chile und Argentinien sind eine Erfüllung von 5. Mose 28. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und so sind auch die Juden in China eine Erfüllung gewesen davon. Und die Juden in Kanada und USA. Und dann auf der anderen Seite die Juden in Australien und Neuseeland. Noch heute in Melbourne und Sydney etwa 120.000 Juden. Und die Juden in Schweden und andererseits die Juden in Südafrika. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also Gott hatte den Verlust des Landes angekündigt. In 3. Mose 26, 32 wird vorausgesagt, dass das Land selber eine Wüste werden sollte. Was sich auch erfüllt hat, ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem Jahrhunderte dauernden Prozess, sank das Land zu einer unansehnlichen Wüste ab. 3. Mose 26, 32. Und man bedenke, der Chazan in der Synagoge darf diesen Text nur mit gedämpfter Stimme singend vortragen. Weil man weiß, wie schrecklich sich jedes Wort erfüllt hat. Das gilt übrigens auch für 5. Mose 28. Nur gedämpft vortragen. Und ich werde das Land verwüsten, spricht Gott. Dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Oh, da haben wir auch noch eine Prophetie. Dass wenn die Juden gehen, dann kommen andere. Und die anderen werden nicht Freunde sein, sondern Feinde. Ja, steht da. Dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Vers 33. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Und so ist das wirklich in Erfüllung gegangen durch die Jahrhunderte hindurch.
Aber ganz wichtig, Jesaja 6. Dort spricht Gott darüber, dass er eine geistliche Verblendung über sein Volk bringen würde. Also nicht nur weltweit zerstreut, nicht nur das Land wird eine Wüste, sondern es gibt eine geistliche Verblendung. Hörend werden sie nicht hören und nicht verstehen. Sehend werden sie nicht sehen. Und der Prophet ist ganz entsetzt. Jesaja sagt, wie lange, Herr? So steht es in Jesaja 6, Vers 11. Und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner. Und die Häuser ohne Menschen. Und das Land zur Öde verwüstet ist. Und der Herr die Menschen weit entfernt hat. Und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Also Gott sagt, diese Verblendung hält an und gleichzeitig wird ein Prozess der Entvölkerung des verheißenen Landes stattfinden. Aber der Text geht weiter. Vers 13 sagt, und ist noch 1/10 darin, so wird es wiederum vertilgt werden. Also 1/10 ist immer noch zu viel. So wird es wiederum vertilgt werden. Gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Terebinten und Eichen sind in Israel sehr markante Bäume, die eben Landschaften markieren, weil sie so alt werden. Aber hier geht es jetzt darum, wenn eine Terebinte gefällt wird, dann gibt es immer noch Hoffnung. Der Wurzelstock steckt noch im Land. Und so sagt diese Stelle, dass eben 1/10 zwar noch zu viel ist, wird noch mehr reduziert, aber es bleibt eine Restpopulation. Genauso wie bei der gefällten Eiche, da bleibt ein Wurzelstock drin im Land, im Boden. Und so wird also Israel nie völlig entvölkert werden von Juden. Obwohl viele Stellen sprechen über die weltweite Zerstreuung, soll eine Restpopulation im Land bleiben. Und so ist es auch geschehen in der Geschichte. Der Tiefstpunkt wurde erreicht um 1800. Damals gab es nur noch 5000 Juden im Land der Verheißung. Und bald danach kam im Zug der Einwanderungswellen, kamen Juden aus aller Welt zurück. Also die Wende sollte kommen im 19. Jahrhundert. Und das Interessante ist, seit dem 19. Jahrhundert kommen viele Juden zur Erkenntnis, dass Jesus doch der Messias war. Im 19. Jahrhundert gab es ganz, ganz viele Juden und auch Rabbiner, die sind zum Glauben gekommen. Und das hat sich fortgesetzt im 20. Jahrhundert. Und zwar so, wir rechnen heute mit 400.000 bis 500.000 Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Nicht in Israel, dort rechnen wir mit etwa 15.000. Das ist relativ wenig, aber wenn man denkt, dass zur Zeit der Staatsgründung 1948, da war es eine Handvoll, ich will sagen, waren es ganz wenige. Und heute doch 15.000. Nein, die meisten findet man in USA und Kanada. Und so viele sind zum Glauben gekommen. Und wenn man sie befragt einzeln, dann wird man feststellen, für die meisten hat Jesaja 53 eine Schlüsselrolle gespielt. Das ist ein fantastisches Kapitel. Normalerweise kennt ein Durchschnittsjude das Kapitel nicht, weil er in der Synagoge das nie zu hören bekommt. Nicht wahr? Bei der Torah-Lesung, in einem Jahr kommt man durch alle 5 Bücher Mose, durch die ganze Torah durch. Und dazu gibt es immer Lesungen aus den Propheten. Entsprechend dem Haftarot-Verzeichnis. Die Haftarah, das Verzeichnis gilt für die ganze Welt. Und da sind ausgewählte Kapitel aus den Propheten, aber da ist Jesaja 53 nicht drin. Und so kommt ein Durchschnittsjüde
Jude, der nicht selber die Bibel wirklich studiert und durchliest, das ganze Alte Testament auf Hebräisch durchlesen, das muss man. Das ist ganz wichtig. Sonst kommt man nie zu Jesaja 53. Aber es ist so, wenn das einer mal erlebt, das erste Mal, Jesaja 53, das fährt voll ein. Ja, es ist Gottes Wort. Es ist der Tanach. Nun sehen wir, diese 4 Ortschaften spielten Schlüsselrollen bei der dauernden Restpopulation im Land Israel. Nämlich Saphet, die Künstlerstadt in Galiläa, Tiberias, die Stadt am See Genezareth und weiter Jerusalem. Und zwar insbesondere auch Ostjerusalem im Gebiet des Westjordanlandes und Hebron, mitten im Westjordanland. Das waren die wichtigsten Orte der dauernden Population von Juden im Land. Und sehen wir, gerade 2 von den 4 befinden sich im Gebiet des sogenannten Westjordanlandes. Nun, die Propheten hatten angekündigt, aber diese Zerstreuung unter den Völkern wird nicht ewig dauern, sondern es wird eine Rückkehr geben. Hesekiel 36, 24, Gott spricht im 6. Jahrhundert vor Christus: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern, also auch von Australien, auch von Chile, auch von China, auch von Kanada, und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und nun, wir sind Augenzeugen. Seit 1882, da begann die erste Einwanderungswelle, dann kam die zweite, die dritte, bis heute 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus ca. 130 verschiedenen Ländern sind zurückgekehrt in das Land der Vorfahren. Und übrigens, hier wird gleich noch erklärt, wem dieses Land gehört. Und euch in euer Land bringen. Also das ist schon mal ganz wichtig, denn das ist ja nicht allen Leuten heute klar, wem das Land gehört. Aber der Bibeltext sagt, wo sie heimkehren werden, in ihr Land, das Land der Juden. Nun gab es aber ein großes Problem. Als die ersten Siedler heimkehrten, 1882, 83, 84, 85, da sagten viele, das sind ein bisschen verrückte Leute. Idealisten. Das bringt ja nichts. Die kehren zurück nach Palästina, so nannte man das Gebiet des früheren Landes Israel, damals in der Zeit. Die kehren zurück nach Palästina, aber Palästina ist ja Teil des Osmanischen Reiches. Oh ja, das Osmanische Reich, wie man sieht hier auf der Karte, je nach Zeit war es unterschiedlich groß, aber doch beeindruckend. Über große Teile von Asien, sogar Europa und Afrika hat dieses Reich geherrscht. Über Jahrhunderte hinweg. Und eben Palästina, sagten die Kritiker, gehört zum Osmanischen Reich der Türken. Das ist ein islamisches Reich. Nie werden die Juden dort einen eigenen Staat haben können. Ist ja gar nicht möglich. Das ist ein anderer Staat, das Osmanische Reich. Aber das war eine Überraschung. Ein Thronfolgemord auf dem Balkan 1914 führte zu einem Dominoeffekt und schließlich zum Ersten Weltkrieg. Meine Damen und Herren, das war nicht der 27. Weltkrieg, sondern, wie wir das korrekt gelernt haben in der Schule, der erste. Warum? Das haben die Lehrer nie gesagt. Weil es noch nie einen Krieg gegeben hat in der Geschichte, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Das war das erste Mal. Darum war das der erste Krieg. Das war ein neues Phänomen in der Geschichte. Und während des Krieges, da sagten sich die Osmanen, oh, auf welche Seite stellen wir uns? Auf die Seite der Entente-Mächte, so nannte man die Alliierten, Frankreich, England, Russland, interessante Konstellation, nicht wahr? Und auf die Seite von Deutschland. Die Osmanen hatten gute Beziehungen zu beiden. Es war also menschlich gesprochen völlig offen, welche Seite sie wählen würden. Und sie wählten die deutsche Seite. Das hat dazu geführt, dass die
Alliierten, England, Frankreich, sich auf das Osmanische Reich losstürzten und es während des Ersten Weltkrieges zusammenschlugen. So kam es also zur Eroberung Palästinas, des ganzen Reiches, aber eben gerade auch Palästinas durch die Engländer. Und das war ein Schock für die islamische Welt. Der Untergang des Osmanischen Reiches, das bedeutete das Ende der 400-jährigen Türkenherrschaft. Und das bedeutete aus islamischer Sicht, islamisches Territorium kam so unter christliche Herrschaft. Ich habe christlich in Anführungs- und Schlussstriche gesetzt, weil man ja nicht sagen kann, England war christlich. Im eigentlichen Sinn des Wortes. Denn die meisten Christen waren ja nur Namenschristen, äußerlich. Aber man muss eben verstehen, aus dem Verständnis des Neuen Testaments ist jemand erst ein Christ, wenn er eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommt, durch eine Bekehrung. Aber aus islamischem Verständnis ist man ein Moslem durch Geburt. Wer in eine muslimische Familie hineingeboren wird, ist ein Muslim. Das braucht keine Bekehrung. Und darum ist für sie, sind alle, die eben da in diesen christlichen Ländern wohnen, das sind Christen. Aber das war ein Schock. Christen herrschen über islamisches Gebiet. Und da muss man verstehen, die Lehre von Al-Mawardi, ein islamischer Systematiker im Mittelalter, der hat aufgrund des Korans die Lehre formuliert, die Welt besteht aus zwei Teilen. Darul Islam, das Haus des Islam, da herrscht der Islam und die Scharia, sein Gesetz. Der Rest der Welt ist Darul Harb, das Gebiet des Schwertes. Das muss noch islamisch werden. Nun, nach diesem Verständnis war Palästina, ich benutze wieder bewusst den historischen Ausdruck, also niemand stoße sich daran. Ich spreche dann schon im richtigen Moment über das Land Israel. Aber ich spreche jetzt historisch. Palästina war aus islamischer Sicht Darul Islam, Haus des Islam. Und nach dieser Lehre, die nicht eine Lehre von Extremisten ist, sondern es ist die Lehre des Zentralislam, kann man sagen, des durchschnittlichen, üblichen Islams. Diese Lehre besagt, ein solches Gebiet darf nie durch Juden oder Christen beherrscht werden. Und schon gar nicht durch Hindus, solche, die mehrere Götter verehren. Aber auch nicht durch Juden und durch Christen. Die können zwar Untertanen sein, mit zweitem Rang, aber sie dürfen das nie von sich aus beherrschen. Und jetzt ist das genau geschehen. Und von diesem Schock hat sich die islamische Welt bis heute nicht mehr erholt. Denn nach islamischem Verständnis ist das Beherrschen und der Erfolg im Krieg ein Beweis, dass der Islam richtig ist. Und dieser Schlag war also ein Schlag, der bedeutete, der Islam ist falsch. So muss man das verstehen, damit man begreift, was da innerlich vorgeht, in Gedanken, in Gefühlen eines Muslims. Und jetzt noch schlimmer. Während des Ersten Weltkrieges gab die englische Regierung die Balfour-Erklärung heraus. Und das war ein Versprechen zur Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Der wichtige Abschnitt daraus, ganz kurz, es ist ein Brief von Lord Balfour im Namen der königlichen Regierung an Lord Rothschild. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Die königliche Regierung betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina, da haben wir einen Ausdruck, eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen wird. Und die Regierung wird ihr bestes Können einsetzen, um den Weg zur Erreichung dieses Ziels zu erleichtern.
Das war ein Schlag. Nochmals für die islamische Welt. Was? Und jetzt soll ein Judenstaat kommen. Die schlagen das Osmanische Reich zusammen und jetzt ein Judenstaat. Ein Schlag um den anderen. Aber ich muss vielleicht noch erklären, warum dieses Versprechen. Während des Krieges, die deutsche Wehrmacht erwies sich als unglaublich stark. Da merkten die Engländer, wir werden den Weltkrieg verlieren. Wir müssten eine neue Erfindung haben, um schneller Sprengstoff herzustellen. Und zwar für die Munition. Und dann schaffte das ein englischer Chemiker. Dr. Weizmann machte die Erfindung. Und das drehte den Weltkrieg. Und schließlich gewannen die Entente-Mächte zusammen mit England. Und dann hat man Dr. Weizmann gesagt, was wünschen Sie als Dank von Seiten der Regierung? Und er sagte, Chaim Weizmann, ich wünsche ein Land für mein Volk. Das war ein englischer Jude. Übrigens noch besser, es war eigentlich ein deutscher Jude, der aber noch vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert war nach England, hat dort die englische Staatsbürgerschaft bekommen und dort als Chemiker gearbeitet. Und schließlich kam eben dieser Auftrag an ihn heran, eine neue Erfindung zu machen. Und er hat sie gemacht. Das sind die Zusammenhänge. Aber ich muss natürlich sagen, dieses Papier hat völkerrechtlich kein Gewicht gehabt. Das war einfach eine Entscheidung der englischen Regierung. Aber die Geschichte ging weiter. Nach dem Ersten Weltkrieg, da hat man den Völkerbund gegründet. Das war der Vorläufer der UNO. Der Völkerbund als Bündnis vieler Nationen in dieser Welt sollte verhindern, dass je wieder eine solche Katastrophe wie der Erste Weltkrieg stattfinden würde. Und eine der ersten Sitzungen des Völkerbundes war ganz bedeutsam, Sanremo. Da wurde das englische Papier der Balfour-Erklärung akzeptiert vom Völkerbund und wurde so internationales Recht. Man übergab von Seiten des Bundes, des Völkerbundes, England das Mandat für Palästina. Mandat heißt Auftrag, auf gut Deutsch. Das Mandat über Palästina. England sollte dafür sorgen, dass aus Palästina was Rechtes wird. Und nun muss man gut schauen auf der Karte, das war das Mandat von Palästina über dieses Gebiet. Palästina war also nicht nur das Westjordanland und der Gazastreifen. Palästina war ganz Israel von heute, inklusive Gazastreifen und Westjordanland. Aber auch das ganze Jordanien gehörte dazu. Das heutige Jordanien, das war Palästina. Und alle Leute, die da wohnten, waren Palästinenser, weil sie in Palästina wohnten. Unter dem Begriff Palästinenser verstand man damals, eben man muss ja historisch denken, denn Geschichte ist eben in Schichten aufgebaut. Heute versteht man unter Palästinensern eine bestimmte arabisch sprechende Volksgruppe, aber damals nicht. Jeder war ein Palästinenser. Ob das jetzt ein Araber war, ein Araber ist übrigens jemand, der als Muttersprache Arabisch spricht. Ja? Das hat mit der Abstammung selbst nichts zu tun, denn die Araber in Ägypten, das sind hauptsächlich Hamiten, die gehen zurück auf Mizraim, aber die Araber im Libanon, die gehen zurück auf Kanaan. Das sind die Nachkommen der alten Kanaaniter, auch hamitische Abstammung. Und dann die Aramäer in Syrien, die haben semitische Abstammung und so weiter und so fort. Also Araber bezeichnet einfach Leute, die Arabisch als Muttersprache haben, unabhängig von ihrer völkischen Herkunft in der Geschichte. Aber eben ein palästinensisches Volk gab es damals so nicht, gar nicht. Auch Juden waren Palästinenser. Übrigens, damals gab es eine Frau, ja, viele Frauen, aber
eben eine Frau in Palästina, die hieß Golda Meir und wurde später einmal Ministerpräsidentin von Israel. Und diese Frau hatte, wie alle, eine Identitätskarte von England. Und da stand drin, Palästinien, Palästinenser. Sie war eine Palästinenserin. Ja, und es gab eine Zeitung, die hieß The Palestine Post. Später The Jerusalem Post, eine jüdische Zeitung. Es gab ein gutes Symphonieorchester, das hieß The Palestine Symphony Orchestra. Das war ein jüdisches Symphonieorchester. Also Sie sehen, der Begriff war völlig neutral. Aber nun geschah etwas. 1921, da kam es zur ersten Teilung Palästinas. England sagte sich, wir wollen natürlich nicht nur den Juden einen Staat in Palästina ermöglichen, sondern auch die arabischen Palästinenser, die sollen auch einen Staat gründen können. Und so haben sie 77% von Palästina, alles östlich vom Jordan, abgeschnitten. Und das haben sie den arabischen Palästinensern gegeben. Man nannte das Gebiet zuerst Transjordanien, jenseits des Jordans. Ja? 1946 wurde das Gebiet unabhängig von England und so entstand der moderne Staat Jordanien. Aber Sie sehen, wenn Leute fragen, wann kommt endlich der Palästinenserstaat? Was heißt endlich? Seit 1946 gibt es den. Und zwar mit mehr als 3/4 von Palästina. Das ist doch eigentlich schon ziemlich viel. Da ist er. Schade, man hätte das nicht Jordanien nennen sollen, sondern Ostpalästina. Dann wüssten auch Journalisten heute, was Sache ist. Und auch führende Politiker. Und ich darf das schon ein bisschen scharf sagen, aus dem Grund, weil das ist nicht Geheimwissen, was ich hier weitergebe. Da müssen Sie nicht die Fachliteratur kennen, das ist auch gut, aber das können Sie auch auf Wikipedia nachschlagen. Ist alles drin. Jeder kommt an die Info, wenn er will. Und das ist auch nicht etwas Umstrittenes. Das ist die Geschichte so, wie sie akzeptiert ist. Sonst wäre sie schon längst gelöscht in Wikipedia. Ja, denn so neutral ist er das auch nicht mehr. Und dann kamen diese schrecklichen Jahre, 1938 bis 1945. Nazi-Europa vernichtet 6,5 Millionen Juden. Und das im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Völkerbund konnte das nicht verhindern. Und der Krieg war noch schrecklicher, mit 50 bis 70 Millionen Toten insgesamt. Der erste ungefähr 17 Millionen. Schrecklich, was hier geschehen ist. Unvorstellbar. Und dann, wir wissen, Frühjahr 1945, die Glocken läuteten in Europa und dieser schrecklichste Krieg der Weltgeschichte war vorbei. Die Konzentrationslager waren geöffnet und der ganze Schrecken, die ganze Abscheulichkeit wurde so richtig der Allgemeinheit bewusst. Und man hat den Völkerbund aufgelöst. Er hat ja den Zweiten Weltkrieg nicht verhindert. Und so musste eine bessere Organisation hin. Was hat man gegründet? Die UNO. Die sollte fortan verhindern, dass wieder etwas so Schreckliches geschehen würde. Und eine der ersten UNO-Sitzungen war die von November 1947. Der UNO-Teilungsplan wird von der Mehrheit der Nationen akzeptiert. Die Mehrheit der Nationen in der UNO standen unter dem Schock des Zweiten Weltkrieges und der Judenvernichtung in Europa. Und es war für sie klar, es braucht eine Lösung der Judenfrage. Und die Akzeptanz des UNO-Teilungsplanes bedeutete Ja zu einer nationalen Heimstätte, zu einem Staat für die Juden in Palästina. Und so haben die meisten Ja gestimmt. Aber
Die UNO hat damals gesagt, nicht 23%, so viel blieb ja noch, sollen die Juden kriegen, sondern 12,6%. Und aus dem Rest bauen wir später nochmals einen arabisch-palästinensischen Staat. Also einen zweiten. Jetzt hier auf der Karte sieht man das sehr gut. Die dunkel eingezeichneten Gebiete, das war das Gebiet vorgesehen für den Judenstaat. Aber man denke nicht zu gut darüber, denn alles, was hier südlich ist von Beersheba, das ist die Negev-Wüste. Heiß und trocken. Aber falls Sie tropische Hitze mit Feuchtigkeit hassen, dann gehen Sie in den Negev, das ist wunderbar, richtig trocken und heiß. Ertragen viele viel besser. Ich finde beides schön. Aber das ist Geschmackssache. Gut, aber eben denken Sie nicht so gut über das Gebiet. Und dann diese beiden Streifen, und man muss gar keinen Militärdienst geleistet haben, um zu wissen, sowas kann man ja gar nicht verteidigen. Aber die Juden haben akzeptiert. Wohl oder übel. Also das bedeutet 12,6% für die Juden, für die palästinensischen Juden, ja, und 87,4% für die palästinensischen Araber. Und die islamische Umwelt tobte damals. Wie ist das möglich? Ist doch gerecht, nicht wahr? Die Juden 12,6 und die anderen 87,4. Nein, unmöglich. Warum? Es gab ja kein besetztes Westjordanland. Sieht man hier. Da drin, in diesem gelben Gebiet, befindet sich das heutige sogenannte besetzte Westjordanland. Nicht das Ganze, aber fast das Ganze, ja, was hier zu sehen ist. Und Gazastreifen war auch kein Thema. Nicht mal die Golanhöhen war kein Thema. Ja, wo ist das Problem? Ja, das Problem liegt eben in der Lehre. Islamisch beherrschtes Gebiet darf nicht Staatsgebiet werden von Nicht-Muslimen. Das ist der Punkt. Nicht wahr? Tariq Aziz, der einstige Außenminister von Irak unter Saddam Hussein, das war ein Namenschrist. Hat mir auch schon mal einer gesagt, ja, aber wieso kann dann der Tariq Aziz Außenminister sein? Kein Problem, aber unter islamischer Herrschaft. Was nicht geht, ist ein nicht-islamischer Staat auf islamischem Boden. Und darum tobte die Welt rund um Israel. Das geht nicht. Aber in dem Zusammenhang, mit dieser zweiten Teilung von Palästina, möchte ich das prophetische Wort lesen aus Joel 4, Vers 1. Da spricht der Messias, der kommen wird als König der Welt. Und was sagt er? Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter den Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Das ist doch der Hammer. Übrigens, ganz interessant, in der Epoche, in jenen Tagen und jener Zeit, wenn das jüdische Schicksal, das fast 2000 Jahre lang geprägt war durch Staatenlosigkeit, geprägt durch das Bild von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden, gehasst, unerwünscht, heimatlos. Und dann sehen wir, wie ab 1882 dieses Schicksal sich wendet. Und dann kam es schließlich sogar zur Staatsgründung und 1967 sogar zur Eroberung des Tempelberges und so weiter und so fort. Das ist alles dieser Prozess in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen. Das heißt also, der Messias wird im Tal Josaphat sein, in der Epoche, wenn das jüdische Schicksal sich wendet. So kann man beweisen, dass wir in der Endzeit leben.
Nicht wahr? Wir können nicht das Jahr berechnen, haben auch kein Interesse daran, das Jahr zu berechnen. Aber die Zeichen der Zeit, die reichen, um zu sehen, welcher Zeit wir leben. Wir leben in der Epoche, in der man später einmal sagen wird, seht ihr, diese Epoche und jetzt ist der Messias gekommen. Und wenn er kommt, dann wird er mit dieser Welt abrechnen. Und übrigens auch mit der UNO. Er wird mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Weil sie es unter den Nationen zerstreut haben, für all das Elend, was sie ihnen angetan haben in der Diaspora und wie sie vertrieben haben, und mein Land haben sie geteilt. Erste Teilung 1921, zweite Teilung 1947. Das ist schon ein heißes Eisen. Also die UNO hat sich wirklich da an den Augapfel Gottes vergriffen. Ja, so steht es in Sacharja 2. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. So ist der originale Text. Ja? Die Tikkunei Sophrim, diese Veränderungen am hebräischen Text, die in ganz wenigen Fällen geschehen sind durch Rabbiner in der Vergangenheit, die wurden ganz genau verzeichnet. Und diese Stelle, Sacharja 2, ist so eine. Man hat dann ein bisschen geändert für die Lektüre in der Synagoge. Wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Ja? Eno, der Apfel von seinem Aug. Aber der Originaltext ist Eni, den Apfel von meinem Aug. Ja? Und das haben sie gemacht. Und Gott wird also die Welt einmal zur Rechenschaft ziehen für diese Teilungen. 14. Mai 1948. Es kam zur Staatsgründung. Durch dieses Drama hindurch, und diese Abstimmung war ganz wichtig, eben November 1947, mit der zweiten Teilung zwar, aber dadurch kam der Staat. Und so an diesem Freitagnachmittag verkündet Ben-Gurion, erster Ministerpräsident Israels, übers Radio die Gründung des Staates Israel. Hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen und nun ist dieser Tag gekommen, auf den wir so lange gewartet haben. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand Gott widerstehen. Und dann stand ein Rabbiner auf und betete. Jedes jüdische Kind kennt dieses Gebet aus verschiedensten Zusammenhängen, aber das war so ergreifend. Diese 400 Zionisten in Tel Aviv damals versammelt. Frau Golda Meir in einem späteren Bericht schreibt, alle hatten Tränen in den Augen. Und dabei hat er das bekannte Gebet gebetet, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu vehigianu lazman hazeh. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, dass du uns geführt hast und hast uns überleben lassen und hast uns geführt auf diesen Zeitpunkt. Frau Golda Meir schreibt, noch nie hat dieses Gebet eine solche Bedeutung gehabt, wie nach der Judenvernichtung. Hast uns überleben lassen, Hecheyanu, und hast uns geführt bis auf diesen Tag, Higianu, Lazman hazeh. Und so ist Jesaja 66, Vers 8 in Erfüllung gegangen. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Nicht wahr? Jahrzehntelange Einwanderung nach Palästina ist vorausgegangen. Aber da war kein Staat. Und dann dieser Tag, 14. Mai, gerade so kurz nach der Judenvernichtung durch die Nazis. Oder eine Nation mit einem Mal geboren werden. Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Und man muss sich überlegen, die Spannung war so enorm. 9 hochgerüstete moderne Armeen hatten sich an den neu festgelegten, durch die UNO festgelegten Grenzen massiert, aufgestellt. Das Ziel war, sobald an diesem 14. Mai die letzten
Soldaten von England aus dem Land abziehen, kommt der totale Krieg. Das haben wir klar gesagt. Wenn das mit der UNO-Abstimmung umgesetzt wird, dann werden wir die Juden vernichten. Also die direkte Fortsetzung von Hitlers Werk. Aber jetzt im Land und nicht in Europa. Die waren da an den Grenzen. Amerika sah, das wird eine Katastrophe. Die Juden haben keine Chance. Man hat ja damals fast keine schweren Waffen, nur wenige Flugzeuge. Und 9 Armeen waren da, hochgerüstet, unmöglich. Und da wollten die Amerikaner die Juden im Land überzeugen, gründet den Staat nicht. Aber die im Land haben gesagt, nein, 2000 Jahre haben wir gewartet auf diesen Moment. Und jetzt sollen wir das absagen. Auf keinen Fall. Wir ziehen das durch. Und so kam diese Verkündigung am Freitagnachmittag, kurz bevor Schabbat begann. Und dann in der Nacht vom 14. auf den 15. der totale Krieg. Es war der erste Versuch der Totalvernichtung Israels. Und so hat sich Psalm 83, Vers 4 erfüllt. Sie sprechen, kommet und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Genau das war das Ziel damals. Die Vernichtung, nicht die Besiegung, die Vernichtung Israels. Wir werden die Juden ins Mittelmeer hinaustreiben. Die werden alle ertrinken. Und so kam eben dieser sogenannte Unabhängigkeitskrieg. Aber der Name ist fast eine Verniedlichung von dem, was wirklich geschehen ist. Es war katastrophal. Jordanien, ja, Ostpalästina. Jordanien, und zwar damals führend, zusammen mit der Armee von Irak, aber auch von Syrien, Libanon, Ägypten, mit Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen. Und es gab noch mehr Armeen, also ich habe gesagt, insgesamt 9, eröffnen den Vernichtungskrieg in Israel. Aber nach einem Jahr Israel überlebt und geht mit Landgewinn als Sieger aus dem Krieg hervor. Das war's, Juli 1949. Die UNO erzwingt, als Israel auf dem Vormarsch war, einen Waffenstillstand. Interessant, das macht dann Schule. Dort, wo es für Israel plötzlich zum Vorteil wird, so, jetzt muss man aber doch schon mal aufhören. So war das. Aber die Konsequenzen für das Westjordanland waren fatal. Die Juden, die dort gewohnt haben, und ich habe ja erklärt, das hat eine 2000-jährige Tradition, die wurden im Westjordanland abgeschlachtet oder vertrieben. So wurde das Westjordanland, ich habe einen scheußlichen Ausdruck der Nazis verwendet, judenrein. Keine Juden hier. Und Jordanien konnte das also erobern mit Hilfe seiner Verbündeten. Und 1950, das war ganz wichtig, zuerst wurde es besetzt, ja, das Westjordanland durch Jordanien, und dann 1950 hat Jordanien das Gebiet annektiert. Man muss den Unterschied gut verstehen. Besetzen bedeutet, im Krieg erobert eine Nation fremdes Land und regiert jetzt über dieses Land. Das ist Besetzen. Aber jetzt kann man beginnen zu diskutieren, was sind Friedensbedingungen, und dann kann man sich wieder daraus zurückziehen. Das Völkerrecht anerkennt den Begriff der Besetzung von fremdem Land und sagt, wenn von einem Gebiet eine dauernde Bedrohung ausgeht, dann darf eine Nation, solange dieses Gebiet, in dieser Zeit der Bedrohung, dieses Gebiet besetzen. Ja? Also solange es bedrohlich ist, darf man. Aber wichtig ist natürlich Folgendes. Das Völkerrecht bezieht sich auf Gebiete, die einem Staat gehören. Und das ist gerade der Punkt hier. Wir haben ja gesehen, dass das Osmanische Reich wurde ja aufgelöst nach dem Ersten Weltkrieg. Muss man sich vorstellen, das wäre so ein Krieg gegen die Schweiz, und am Schluss des Krieges sagt man, so,
jetzt lösen wir die Schweiz auf. Gibt es nicht mehr. Ja? Also die Schweiz gehört zu Süddeutschland. Ja, so wäre das. Und so ist das geschehen. Man hat das Osmanische Reich aufgelöst, das gab es nicht mehr. Und dann wurde die moderne Türkei gegründet, mit einem viel kleineren Gebiet aus dem Osmanischen Reich. Damals unter Atatürk, ja? So. Und das gehört also keinem Staat. Aber 1950 hat Jordanien dieses Gebiet annektiert. Und damit sagten die Jordanier, das Land gehört uns. Nicht nur alles im Osten, sondern jetzt auch das im Westen. Das Westjordanland. So, jetzt versteht man den Ausdruck noch ein bisschen besser. Aber sieht man, dadurch, dass Israel hier grün Gebiete dazu erobert hatte im Krieg, bekam eben dieses Gebiet diese Kontur des heutigen sogenannten Westjordanlandes. Das ist also geschichtlich eine neuere Erscheinung, das, was wir als Westjordanland bezeichnen. Das ist so geschichtlich entstanden. Nun, aber wichtig, 1950, die Jordanier haben das annektiert, aber die Weltgemeinschaft hat das nicht anerkannt. Das ist ganz wichtig. Und deshalb kann man also internationales Recht nicht einfach heute auf das Westjordanland anwenden. Denn das bezieht sich eben auf Gebiete, die einem Staat gehören, ist aber hier nicht der Fall, denn diese Annexion wurde ja nicht völkerrechtlich anerkannt. So sind die Fakten. Die islamische Welt war unter Schock. Jetzt hat man schon diese Katastrophe erlebt im Ersten Weltkrieg. Und jetzt dieser Unabhängigkeitskrieg. Dabei war am Anfang klar, die Juden werden besiegt werden und sogar vernichtet werden. Und die verlieren. Gegen so schlecht gerüstete Leute. Wie geht das? Das war nochmals eine unglaubliche Demütigung der islamischen Welt. Und man muss es eben religiös verstehen. Das bedeutet für einen Muslim damals, das stellt ja die Wahrheit unserer Religion in Frage. Denn unsere Religion ist die Religion der Stärke. Darum wird jeden Tag verkündigt Allahu Akbar. Das heißt eben nicht Allah ist groß, das wäre Allahu Kabir. Akbar ist der Komparativ im Arabischen. Allah ist größer. Und dieses Größersein zeigt sich nach islamischem Verständnis in militärischer Stärke. Und jeder militärische Erfolg wird sofort so gedeutet, das ist, weil der Islam wahr ist. Aber die haben verloren. Und das war einfach, weil die Juden überleben wollten. Die wollten nicht noch einmal sterben, wie im Zweiten Weltkrieg. Das darf nicht mehr sein. Und dann hat die islamische Welt gesagt, gut, wir müssen warten für eine weitere Gelegenheit. Die Sowjetunion hat über Jahre hinweg die Länder rund um Israel ausgerüstet mit modernen Waffen. Und zwar so, dass in den 1960er Jahren die Überzeugung entstand, jetzt können wir die Juden vernichten. Jetzt geht's. Im Mai 1967 sagte Präsident Nasser von Ägypten, er war damals so die Führerperson in der arabischen Welt, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und dann kam es zum Sechstagekrieg in den Junitagen, 5. bis 10. Juni. Aber das war der zweite Versuch der Totalvernichtung Israels. Noch einmal hat sich Psalm 83, Vers 4 erfüllt. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen 3 Fronten. Unglaublich. Das war ein Schock für die islamische Welt. Kann man sich das vorstellen? Ja, man muss sich das vorstellen, dann versteht man Muslime auch besser. Und man kann auch besser mit ihnen sprechen. Und man muss auch da eben über diese Themen sensibel sprechen, dass man nicht provoziert. Aber es ist wichtig, dass man diese Dinge weiß und man kann über alles sprechen. Man muss einfach die richtige Art finden. Das ist in der Seelsorge übrigens auch so. Man muss über alles sprechen, aber es kommt darauf an, in welcher Art und Weise. Dass man gewinnt, nicht dass man besiegt. Man muss die Menschen gewinnen. Und hier, Folge des Sechstagekrieges, Eroberung der Sinai-Halbinsel,
von Ägypten entrissen. Die Eroberung des Gazastreifens von Ägypten entrissen. Aber das habe ich hier in Anführungs- und Schlussstrichen gesetzt. Denn Ägypten betrachtete damals den Gazastreifen als Ägypten. Muss man wissen. Ägypten. Aber das war völkerrechtlich nie anerkannt. Das muss man auch wissen. Und dann kam es eben zur Eroberung auch des Westjordanlandes. Das wurde Jordanien entrissen. Das habe ich auch in Anführungs- und Schlusszeichen, denn das gehörte ja gar nicht wirklich Jordanien. Die hatten das besetzt, aber ihre Annexion war völkerrechtlich nicht anerkannt. Und zur Eroberung der Golanhöhen. Die wurden Syrien entrissen. Warum hat man das getan? Die Sinai-Halbinsel und der Gazastreifen sollten eine Pufferzone, damit ein Schutz gegen Ägypten sein. Die Gefahr, die von Ägypten ausging. Golanhöhen, ein Schutz gegen Syrien. Westjordanland, ein Schutz gegen Jordanien. Und jetzt möchte ich ganz kurz etwas sagen zur Bedeutung des Westjordanlandes aus biblischer Sicht. Dieses Gebiet ist eigentlich Zentralgebiet der Geschichte Israels im Alten Testament. Wenn Sie die Bibel lesen, dann geht es ganz wesentlich um diese Gebiete im heutigen Westjordanland. Das ist nicht Randgebiet von Israel, sondern es ist Zentralgebiet. Ich erkläre. Im Norden und im Süden haben wir die Stammesgebiete von Issachar, Manasse, Ephraim, Benjamin, Juda und die levitischen Städte, Levi. Das gehört also ganz klar zur Verteilung des Landes unter insgesamt 12 Stämme. Und nun der Ort Sichem, Schem, heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte im Westjordanland. Sichem, das war der Ort, wo Gott den Bund mit Abraham schloss. 1. Mose 12, Vers 7. Deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Ausgerechnet im Westjordanland. Da wurde der Bund geschlossen, exakt 430 Jahre vor dem Auszug aus Ägypten und dem Bund am Sinai. So wird es in Galater 3 ausdrücklich bestätigt. Aber dieser Wort Sichem war der Wohnsitz lange von Jakob, von Vater Jakob. Dort wurde die Bundeserneuerung unter Josua geschlossen. Da hat er den großen Stein in Sichem aufgestellt, nicht wahr? Josua 24. Und den Bund vom Sinai bestätigt. Dort findet man das Grab von Josef. Und es war die erste Königsstadt der 10 Stämme. Jerobeam, der Erste, der hat dort seinen Königssitz gehabt. Jericho, das war die erste Stadt Israels unter Josua, überhaupt bei der Landnahme. Und hier noch ganz kurz, das sind die Ruinen von Sichem. Und übrigens, da ist genau der Ort, wo Gott den Bund mit Abraham geschlossen hat. Den können wir archäologisch identifizieren, aber das wäre ein anderes Thema. Und eines meiner nächsten Bücher wird davon handeln. Und da ist auch der Ort, wo Josua seinen Stein aufgestellt hat. Man sieht ihn übrigens hier auf der Aufschüttung. Oben hier. Ja, aber das ist nicht das Thema, darum habe ich keinen Fokus darauf gesetzt. Aber sieht man die Häuser darum herum? Das ist ein Vorort von Nablus, Palästinenserstadt. Ja, da sieht man noch ein bisschen genauer die berühmte, oder die Mauer, die eigentlich berühmt sein sollte. Das ist die Mauer 900. Da ist ein heiliger Bezirk aus der Mittleren Bronze 2a. Das ist der Ort, wo Abraham seinen Altar hatte. Als Dank für den Bund, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und das ist übrigens der Stein von Josua, den er dort aufgerichtet hat, um den Bund vom Sinai zu bestätigen. Und es stimmt alles von den Schichtverhältnissen mit der strengen biblischen Chronologie. So perfekt. Und dann Shiloh, das war ja der Standort der Stiftshütte, über Jahrhunderte hinweg. Bethel, der Ort der Verheißung für Jakob. Gibea Saul, die Königsstadt von Israel unter König Saul. Jerusalem, die Hauptstadt
Und der Standort des ersten und zweiten Tempels, Hebron, und zwar insbesondere Ostjerusalem. Hebron, Wohnort von Abraham lange Zeit, Königssitz von David in den ersten Jahren. Und die Städte Tirza, also das ist nicht nur ein Mädchen, ja. Unsere älteste Tochter heißt Tirza, aber das ist die Stadt Tirza und Samaria, das waren auch Königsstädte der 10 Stämme. Bethlehem sollte nach Micha 5 der Geburtsort des Messias sein. Ja, aber es ist heute jenseits des Checkpoints. Wie soll der Messias in Bethlehem geboren werden, jetzt wo keine Juden mehr dort sind? Hier sieht man übrigens die Mauern, die in Shiloh um die Stiftshütte herum gebaut worden sind. Das ist der Standort der Stiftshütte. Und die Maßverhältnisse stimmen schön, dass die Stiftshütte da reinpasste. Das ist alles Westjordanland. Ja, da sind wir am Ort der Anbetung in Shiloh. Und dann der Millo in Jerusalem. Das ist eine gigantische Steinaufschüttung in Ostjerusalem, in der Davidstadt. Und das hat David gemacht. Und oberhalb des Millos vor einigen Jahren hat Elad Mazar einige Überreste des Davidspalastes ausgegraben. Diese ganz großen Steine, das sind die Steine vom Palast. Die sind markant anders als sonst Bausteine da. Und nun, nach 1967, da hat die israelische Regierung aus strategischen Gründen den Siedlungsbau im Westjordanland gefördert. Sie haben gesagt, geht ins Westjordanland, baut hier Siedlungen. Wir brauchen das. Wir werden zwar einen Teil der Gebiete an die Palästinenser, also jetzt an die arabischen Palästinenser, geben, aber nicht alles. Aus strategischen Gründen müssen wir dort sein, sonst haben wir keine strategische Tiefe, wenn Jordanien wieder ein Problem werden sollte. Und damals hat die Welt nicht geschrien. Dieses Schreien kam erst später. Und noch etwas, wenn Sie jetzt ins Westjordanland gehen und da ein bisschen Tourismus betreiben, man muss aufpassen. Also ist so schön. Jetzt kann man, die Straße ist gesichert, die Straße Nummer 60 von Jerusalem, Norden hinauf und nach Shiloh und Nablus. Aber wenn Sie von der Straße weggehen, dann kommen Sie über Nebenstraßen in die arabischen Dörfer. Und da müssen Sie aufpassen, denn da werden Sie ständig diese Tafeln antreffen, bevor Sie in ein Dorf oder eine Stadt kommen. Und da steht in 3 Sprachen, auf Hebräisch, Arabisch und Englisch. This road leads to Area A, under the Palestinian Authority. The entrance for Israeli citizens is forbidden, dangerous to your lives and is against the Israeli law. Also diese Straße führt zu Zone A. Im Zug der Friedensverhandlungen mit den Palästinensern, jetzt sage ich kurz Palästinenser und meine dann die arabischen Palästinenser, ja? In den 1990er Jahren hat man gesagt, gut, wir teilen das auf. Gewisse Siedlungen, die bleiben ganz unter israelischer Kontrolle. Andere Gebiete, da patrouilliert die Armee und andere Gebiete, die geben wir ganz in die Verwaltung der Palästinenser ab. Das ist Zone A. Und in die Zone A dürfen keine Israelis hinein. Also wirklich, das ist gefährlich. Und jetzt gerade Sie haben das in den Nachrichten gehört, da haben sich amerikanische Juden verirrt in Hebron und die sind fast zu Tode gesteinigt worden. Hätte da nicht ein Palästinenser aus Hebron Türe aufgemacht und die gerettet. Und schönes Beispiel. Und ja, da muss man also wirklich auf diese Tafeln aufpassen und da nicht einfach reingehen. Aber umgekehrt ist das nicht so in Kern-Israel, in die rein jüdischen Gebiete, da gibt es keine roten Tafeln, wo steht, Achtung Araber, hier darfst du nicht rein, sonst kommst du nicht mehr lebend raus. Aber darüber habe ich noch nie in den Medien was gehört. Aber man muss die Tafeln doch kennen, sonst kann man sich da nicht in diesem Westjordanland bewegen. Und dann kam Herbst 1973, der Jom-Kippur-Krieg und die arabische Welt um Israel herum versuchte zum 3. Mal Israel zu vernichten. Das war eine Katastrophe. Am Jom Kippur, als man
die Armee nicht mobilisieren konnte, weil Fernsehen und Radio damals, heute nicht mehr, stillgelegt waren, griff man Israel an. 3. Versuch, sie auszulöschen. Und auch da hat Israel wieder überlebt. So, jetzt haben wir die Einleitung hinter uns. Ja, aber die Einleitung war Teil 1. Und jetzt heute Abend geht es um Teil 2. Jetzt haben wir die Basis, die Geschichte mit all diesen Schichten uns erarbeitet. Und jetzt kann man so einfach den Text, den Bibeltext verstehen. Aber das braucht es, werden wir gleich sehen. Also heute Abend.